So, wir sind in Unteriberg im schönen Kanton Schwyz. Und ja, wir sind hier, oder ich bin hier. Ich möchte nicht gleich. Soll ich den Majestätsplural verwenden? Wir erfahren. Nein, wir sind auf der Iberger Eckpassstraße. Ich habe mir etwas kleineren Pass gesucht, der auch etwas näher liegt. Denn ja, ich bin noch nicht so in der Elektrosache drin. Und ich habe immer noch furchtbare Angst, irgendwo sitzen zu bleiben, stehen zu bleiben mit einer leeren Batterie. Ja, darum sind wir hier in der relativen Nähe. Und wir sind hier mit dem Cupra Born. Wieder das Wir. Ich bin hier mit dem Cupra Born. Genau, und ich bin hier, um herauszufinden, ob der Born wirklich sportlicher ist als der ID.3. Ich habe einen Tweet abgesetzt und gefragt, ist das wirklich ein selbstständiges Auto oder ist es doch nur ein ID.3 mit einem fancy Kostüm? Und ein Kommentar drunter war, ist eigentlich nur ein rebadged ID.3. Und das will ich jetzt rausfinden. Cupra selber sagt, das Auto ist sportlicher oder ziemlich sportlich, hat auch sogar einen Sport-ESP-Modus. Denn ja, das ESP im ID.3 war super aggressiv, ließ gar nichts zu. Und schauen wir, ob das im Cupra Born anders ist. Ich bin jetzt im Performance-Modus mit dem noch zu den Modellen. Das hier ist das Basismodell mit dem schwächeren Motor oder mit dem schwächeren Motor-Setup. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der stärkere Motor eigentlich im Prinzip derselbe Motor ist. Falls es Sinn macht soweit. Mit den 310 Newtonmeter Drehmoment. Aber anstatt 204 PS kriegt man 231 dank E-Boost. Und wenn man sich für so ein Modell entscheidet, dann kriegt man auch den Cupra-Modus. Ich weiß nicht, ob der ein bisschen mehr zulässt, aber hier, das ESP blinkt ständig auf. Das heißt, es wäre eigentlich super viel Drehmoment da oder genügend Drehmoment da, um ein bisschen zu spielen. Aber das Auto lässt gar nichts zu. Ist wahrscheinlich nicht so etwas, das Cupra selber hervorheben würde, aber ein Unterschied, den ich merke, ist, dass eigentlich das Fahrwerk ein bisschen weicher zu sein scheint. Also, obwohl 20 Zöller drauf sind, 20 Zöller, scheint die Abstimmung weniger hart zu sein. Vielleicht liegt es auch an den Reifen. Der ID.3 war ja auf Michelins Öko-Reifen unterwegs. Hier ist es der Conti Winterkontakt, was ist 850, 050, irgendwie sowas. Den habe ich auch beim Golf, der ist eigentlich ganz ordentlich. Auf dem Mazda MX-30 hatte ich das Gefühl, dass der ziemlich gut funktioniert. Könnte auch am Reifen liegen. So, aber ja, hier ist die Rollbewegungen und das ESP, das komplett durchdreht. Ja, also jemand von den krassen, großen YouTubern sollte man ein Sperrdiff hier drauf machen und die Sicherung fürs ESP rausnehmen. Würde mich echt interessieren, wie das so funktionieren würde. Genau, also hier, Basismodell heißt kleine Batterie, ca. 400 Kilometer Reichweite nach WLTP. Man kann sich auch, das ESP ständig, nicht mal bergauf ist genügend Grip hinten. Ja, man kann sich mit diesem Motor-Setup eine größere Batterie, nein, falsch, man kann die stärkeren Motoren haben mit dieser Batterie hier. Oder man kann mit den stärkeren Motoren die größere Batterie haben, mit den 77 Kilowattstunden. Dann sollten mehr als 500 Kilometer drin liegen.
Ja, also man wird schon schön in den Sitz reingedrückt, aber es fühlt sich nicht so an, als würde sich der Born bei dem Ganzen wohlfühlen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn der sprechen könnte, würde der kopfschüttelnd sich über diesen Fahrer ärgern. Bremse, wie beim ID3 haben wir hinten eine Trommelbremse und die Bremsleistung scheint etwas ungenügend, ganz ehrlich. Und es fühlt sich nicht mal so an, als wäre die Trommelbremse schuld, mehr so als Ganzes. Es fühlt sich auch nicht so an, als würden die Vorderbremsen irgendwie sonderlich aggressiv zupacken. Jetzt haben wir noch Verkehr. Komm schon, Mensch. Dankeschön. Liegt ab. Und ja, eigentlich ist das auch schon die Passhöhe. Was waren es? 1406 Meter, also nicht sehr hoch, aber es reicht schon, um ein Gefühl für den Born zu kriegen. Jetzt fahren wir wieder runter, holen uns ein bisschen Energie zurück. Ja, ich weiß nicht so recht. Also fangen wir beim sportlichen Fahren an. Das ist kein sportliches Auto, wirklich nicht. Also wenn es ums Fahren geht, der MX-30 war deutlich besser zu fahren. War überraschend gut zu fahren. Auf den exakt selben Reifen. Verglichen mit dem ID3, ja, ich finde, draußen sieht er besser aus, drinnen sieht er besser aus. Die Sitze sind besser. Haben mich die Sitze im ID3 schon ein bisschen genervt. Ja, Antriebsweise ziemlich ähnlich eigentlich. Infotainment, das ganze Bedienschema. Ich denke, ich habe genügend dazu gesagt. Mir wurde vorgeworfen, dass ich übertreiben würde und den geltenden Journalistenton einfach übernehmen würde, aber ich fahre aktuell selber einen Golf 8 und ich kann mich nicht dran gewöhnen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich noch den M2 zum Beispiel neben dran habe, der super zu bedienen ist, mit ganz normalen Knöpfen und einem ganz kleinen Bildschirm. Ich weiß nicht, also da muss der ganze Konzern, also respektive, ich denke, das wird VW, Seat Cupra und Skoda betreffen hauptsächlich, wir müssen da nachbessern. Also das geht wirklich nicht in Ordnung. Und nun die Sache mit den Stromern ist, so wie die Zukunft ausschaut gerade, ich sage ja nicht, dass Benzin besser zu finden sein wird, aber Strom scheint ja wirklich ein Problem zu werden in den kommenden Monaten. Ich weiß nicht, wie die Herrschaften ihre Autos aufladen wollen. Und dann wäre da noch der Preis. Also bei diesem Basismodell reden wir von 47.000 Franken. Da sind ein paar Extras dabei, wie die Fahrhilfen und die großen Räder und solche Sachen. Jedes Mal, wenn ein Auto irgendwas mit 40.000 oder ein bisschen drüber anfängt, dann denke ich mir einfach, boah, der Civic Type A, der war 43.000. Mit ein bisschen Rabatt. Ich glaube, der offizielle Preis war 44 oder so. Das war ein ganz anderes Kaliber. Ich sage nicht, dass die Leute, die Menge von Leuten, die sich einen ID3 oder einen Born kaufen würden und solche, die sich einen Civic Type A kaufen würden, dass da eine Schnittmenge gibt, aber so ticke ich zumindest.
bisschen zu nerven. Aber es ist auch sehr eng hier. Also ich war auch schon mit dem M2 und mit dem GT3 hier. Und das ist nicht so, dass mit denen viel mehr Freiraum gibt zum Spaß haben. Obwohl mit dem M2 kann man sich schon ein bisschen anstellen. Gerade wenn es ein bisschen feucht ist. Apropos M2, vorhin, als ich auf die andere Seite hochgefahren bin, da habe ich einen M2 gejagt. Problemlos natürlich. Aber es ist auch die Sache, die ich mit Driving Distilled ja auch eigentlich bezwecke. Also nur weil ein Auto jetzt auf der Rennstrecke super schnell ist und auch super zu fahren ist, heißt es nicht, dass das auf der Straße gleich sein wird. Gerade in der Schweiz, auf der Landstraße sollte man wirklich nicht viel schneller als 80 fahren, denn ja die Gesetzeshüter und die Gesetzesmacher haben ein ziemliches Problem mit Schnellfahrern. Schöne Aussicht auf den Lauerzer See. Doch, die Schweiz ist schön im Herbst. Schwyz, dem Hauptort vom Kanton Schwyz. Ist echt eng teilweise hier. Schabernack lässt sich nicht so betreiben. Man muss da wirklich mit der Gewichtsverlagerung spielen. Das kann man auch mit einem Frontriegel machen. Sogar das Civic Type A konnte das. Also das heißt sogar, von dem erwartet man, dass er ein bisschen mitlenkt hinten.
tolles Auto. Ja, in einem Coupé wäre vielleicht auch mal was. Ja, was denkt ihr? Ihr steht hier zum ID3, zum Born gegenüber dem ID3, zum Elektroautos generell. Oder auch zu diesem Format. Also ich mag das, weil ich einfach rausfahren kann. Aber ja, wie ist es zum Zuschauen? Das ist sehr eine kurze Passstraße, dauert nicht so lange, ist ein kürzeres Video damit. Ja. Lasst mich wissen, schreibt es in die Kommentare. Und ja, das war es eigentlich schon fast. Da vorne ist eine Ampel, die auf Rot steht, und damit war es eigentlich schon fast. Beinahe vergessen, dass der Asphalt da nicht mehr so ganz da ist. So, in Brickenbach, ein bisschen weiter unten in der Schweiz. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss.